Goedemorgen alle. Het is een juli 27, klok 10 s'morgens. Voor de nächste 15 minuten waar we in Gods in Woord zijn. En dat boek Matteaus kapitel 24. Dit heet Gedankens uit Gottes Woord met John Peters. En het is ook op YouTube te vinden. Wel 3. Man, diese Botschaften, weil ich wieder schicken über WhatsApp und so wieder. Vielen Dank dafür. Und Gott wird ihn gut segnen. Besonders war wir studieren an der Eintid. Aber ich das Buch Offenbarung, das ist von der Eintid. Und das ist ein Buch, was der abschließend dazu steht. Das sagt, wer das liest, wird ein besonderer Segen kriegen. Und du hast ein besonderes Sehen in der Eintid studieren, wegen das Christus Jesus hier in Matteaus 24 sagt, er sagt, kick nicht die Tekens, pass ab, sieht wacker, dort nicht anschlucken. Du wollen Tekens sein, sagt er. Und Paulus sagt, wir sind nicht von der, was im Düsteren wandern, aber der, was im Licht wandern. Und so die Eintid ist eine sehr gute Idee, dort zu studieren. Nicht bloß dort, jemand hat gesagt, die Eintid studieren, das ist sehr evangelisch, das hat eine evangelische Kraft. Wenn du irgendein Mensch was verpredigen, der wird vielleicht nicht unterhalten. Aber wenn der vielleicht willst von der Eintid reden, fährt man die Uhren und Uhren dann ab. Und dann sind sie neugierig und dann kann es Menschen tragen mit dort. Aber nicht, dass wir uns grüßen, nicht, dass wir glauben, dass wir alle ut sind, wir sind das Gott seine Kinder. Wir freuen uns, zum Haus kommen. Und Gott, der himmlische Vater, freut sich, wenn seine Kinder alle wollen in Haus kommen. Und so wir sind über Matteaus Kapitel 24, Vers 38, über ein klein bisschen eine Wiederholung von Feenmal. Wir reden von den Feenbaum. Und ich für mich, der dort erklären, dass dort erst das Land Israel, was an 1948 war angefangen hat, und erst nachher, und das immer besser und besser. Gott hat sie sehen auf das Land, wenn das sind einmal seine erste Kinder. Jemand hat gesagt, die Juden wären seine erste Kinder. Und wir als Heiden Christen, wir sind seine zweite Kinder. Wir sind so, die Römertieren reden von, wir sind heimgenommen. Aber das ist nicht mit Arch. Wir sind neigeprobt in den Baum. Und dann redet die Schrift von, dass Leute haben, dass seine erste Kinder waren in Leu fallen mit Arm. Und die Schrift sagt, dass seine ersten Kinder wollen sich noch bekehren zu haben. Und das ist ein besonderer Segen auf Israel. Jesus sagt, wenn der Feenbaum blühen wird, der wird dann gelebt haben. Die wollen sein zweites Kommen sein. So, wer in 1948 lebt, oder geboren wird, der wird noch Raum sein, wenn Jesus zurückkommt. Wie kann ich sein, wenn da und wenn stehen, wie du noch euch, was Jesus sagt, kick nicht die Tekens. Nun sagt er hier was Interessantes. Er sagt, dass Himmel und Erde wird vergehen, aber meine Werte werden stehen. Und das ist die Kraft von seinem Wort. Sein Wort, was geschrieben ist, was wir nennen die Schrift, das Alte und das Neue Testament, das wird bestehen in aller Ewigkeit. Und Jesus sagt in Johannes, das kriegt das Wort, wird ans Rechten. So wir machen ans Rechten in sein Wort. Nicht nur Feilung, nicht nur was es geht, nicht nur was andere tun, aber in sein Wort machen wir uns nur rechten, nicht so. Und hier wird sehr interessant und sagt, über die Tag und die Stunde weiß keiner, nicht mal der Engel im Himmel, nicht mal die sehen, bloß der Vater. Excuse me. So nun habe ich Pferden gewundert und Menschen wundern. Wie weit noch Jesus wie Gott? Jesus wie Gott im Fleisch. Wie hier aus der Gottmensch sozusagen. Wo kommt das, dass Jesus hier wird nicht weit? Wenn Jesus sagt, er weiß nicht den Tag oder die Stunde, nicht der Engel weiß noch nicht und der Vater weiß noch nicht. Well, die Antwort fängt wie in Philippas Kapitel, der Buch Philippa, Kapitel 2 von 1 bis 3. Du sagst, was passiert, als Jesus nach Rauf kam. Jesus ist nach Himmel Gott gewesen, er wird Gott für Bethlehem, und nur sein Kommen wird er immer und ewig Gott bleiben. Aber in Bethlehem passiert was Besonderes. Gott wird Fleisch. Das ist, was wir feiern, was wir Weihnachten feiern. Dass Gott im Geist kommt darauf und nahm Knärkes, Hüt und Fleisch und Blut und wird Mensch. So nu wie hij de Gottmensch op Erde.
Als een mens, sagt Philippa kapitel 2, dat hij zich wasset uitreiken. Wat dat hij zich uitreiken? De Philippa redt van uitreiken, hij leidt dat daar im Himmel. Wat wir dat? Wel, dat wir zijn Herrlichkeit, dat wir zijn Godheid. Alles wat aan God mögt, dat leidt hij im Himmel en kwam hier op Erden zo te leven als een mens, wegen hij wordt mens. En nu is in Himmel de Godmensch, Jezus Christus. Alright, jemand heeft gezegd dat zijn Norden goed nog te zijn, en ik geloof dat zo. Een Leid zegt dat einzige ding wat im Himmel is, wat mensen gemerkt hebben, dat zijn de Norden, en Jezus zijn hang en feit. En ik geloof dat stemt. En zo, Jezus wie hebt Erden, en hij had niet vollkommene Wissenschaft, zoals God, maar hij had het im Himmel gelaten. Hij wie hier zum Lieden, zoals wie, zum Versagt worden, zoals wie, sagt Hebräer, über Unsinn. En nu is dan de vrouw, wat van der? Dus krijg van der, weet Jezus wanneer hij wat terugkomt? En voor mij is de antwoord nee. Jezus weet nog helemaal niet wanneer hij wat terugkomt. De engel weet dat niet, bloos de voeder weet dat. So Jezus luurt, krijgt het uit du, met verlangen. Hij vreet zich tot de tijd wanneer hij God wat hem zijn, nu vorne de eerd, de trainen de eerd en go hol die bruid. En de bruid dat zijn de christen, dat is de kerk Jezus Christi, dat wordt verder betekent dat zijn bruid. Jezus is de brigom. En hij vreet zich voor de, wat we namen den Kerstdag. Dat wordt een dag een Passafast geven, en een onrust met het lam Gottes en zijn bruid, zegt Offenbarung, waar de brigom zijn bruid in huis holt. Daar hebben wij geschichten van Luther en Matteuas en Lucas. En zo, nog helemaal weet Jezus niet wanneer hij kan. Wel weet ik dat hij dat niet weet. Maar we moeten gaan naar Hebräer kapitel 10, vers 12 en 13. En Hebräer kapitel 12, daar zegt dat Jezus heeft eenmaal een opfer gebracht, voor een emmer. We brauchen niet helemaal frisch tieren opbrengen, want hij weer het laatste, beste opfer voor de zin. Dan zegt hij in vers 13, en nu is hij twee im Himmel, en zet bij de rechte hand Gottes. Dan zegt hij dit wat zeer interessant, dat zegt hij luurt. Kijk wel eens zelfs bekijken, Hebräer 10, 13. Hij luurt naar den dag, wanneer zijn vijanden worden en je zijn feit gedaan worden. So we zijn in de tijd waar dat nog niet geworden is. Wanneer wordt het passeren? Wanneer hij terugkomt. Dan wordt hij zijn vijand voor eenmaal en emmer vertilgen. En dan wordt hij zijn vijand en je zijn feit hebben. So Jezus is naar hem in Himmel. En Rijmer redt van dat hij dat ons vertreden. Hij dat verbed voor ons. Hij staat tussen ons en den heiligen himmlischen Vader. En hij dat immer voor ons vertreden en verteidigen. En dat zijn bloed over ons waan, zodat hij nu kan zuilig en heilig zijn voor God zijn eeuwen. Wat komt dat God ons ziet als heilig? Wel, hij kijkt door de bril van Jezus Christus. En Jezus heeft hem betoeld, de zin heeft het alle betoeld, en nu dat hij verbed voor ons, en als meesters, dat woord wat de schrift gebruikt is, dat hij is ons afkoot. Hij is ons advocaat. Abogado zijn we op Spanisch. En dat is bloos herrlich te weten. Zo een dag, dat wordt Jezus terugkomt, en dan wordt hij zijn volle herrlijkheid terugkrijgen, wat hij in Philippa 2 opgeeft. Kom je met wat ik zeg? Het is een wondervolle boodschap. Dat is een wondervol, wenn God heeft zich gebeuren naar ons, heeft zich erniedrigt naar ons level, wenn we kunnen niet naar aankomen. Wat ik lees van de Weihnachtsboodschap, ik had het ons dit gezegd, we kunnen niet naar God komen, so dan komt hij naar ons. En dat is wat Weihnachtsdag passiert. Jezus zegt hier wieder en zegt, wat het wordt zijn in de laatste deel. Hij zegt dat wat krijgt ze zijn, is de deel van Noah, wanneer hij is terugkomt. Dus we dan eten, er werden parties, er wordt bevrijd, er wordt begroefd, mensen bevrieden zich, nemen mondjes toe zich. Wat in dag wordt Jezus in de ark ging en dan weer het te lood, dan komt het woede. Jezus zei, krijgt ze worden te de eindtijd zijn. We worden alle mutig wieder leven, dat wordt schijn zo te zijn, kennen wordt aan veel denken. De mensen te nou in de tijd dachten wij gaan drehen. We dachten bloos aan wieder schaffen en leven en eten en vast, nicht fasten, aber fasten. En bevrieden zich en leiden zich dat schijn gaan, maar dat not alle ongaat niet zo. Dat is niet de tijd waar we nu wonen. Mensen zijn drak, mutig, parties en
verleven sich einer mit den anderen und denken gleich an Gott. So, wir sind nu, haben die Kraft und Teken. Jesus geht hier wieder und sagt, was sehr interessant ist. 2 Männer waren auf der Stab sein. Ein wird genommen, der andere wird geblieben. 2 Frühes waren getrennt draschen. Ein wird genommen, der andere wird bleiben. Dann sagt Jesus weiter, pass ab. Das ewige Part von Kapitel, das er sagt, wir sollen abpassen, wir sollen wacker sein, wir sollen reit sein. Dann bringt er ein Beispiel von der Knecht, wo der Wirt weggefahren ist, über die Diet, über die Knecht ist treu und lügt, dass der Wirt wird zurückkommen. Das sei wie Christen. Er sagt, wenn die Wirt wird anfangen frech zu sein für die anderen Knechten, ein Tag wird der Wirt zurückkommen und dann wird er den Wirt sehr strafen. So, das ist das Beispiel, was Jesus gebraucht. So, wir sind noch nicht fertig mit Matteaus 24, aber Jesus hat in Matteaus 24 geredet von das Jahr 70, wo Israel wird zerstört worden, besonders Jerusalem, wo geschlachtet wird sein. Er redet von der Engzeit, er sagt, die Natur wird anders worden und Dinge werden böse passieren und graffer, mehr Erdbebens, mehr Urkons und so weiter. Er sagt, wir sollen abpassen, wir sollen wacker sein, wir sollen die Tekens kicken. Was sind die Tekens? Das Evangelium wird über die ganze Welt gebracht worden. Das passiert nu. Er sagt, Menschen wollen wieder leben, das war nicht erst. Das passiert nu. Und er redet von, dass du wird eingenommen worden, einer wird bleiben. Das nahm wir die Entrückung. Auf Englisch ist das Wort die Rapture. So, die wird in Jesus Christus nu sein. Die werden viele von den End-Time-Troubles vorbeigehen. Wel, die worden abgehoben worden. Einer wird bleiben, einer wird mitgenommen worden. Wer wird mitgenommen worden? Der wird Jesus eingenommen haben als Herr und Heiland. Wer wird bleiben? Der wird nicht von Jesus haben wollen. Und das kann hier vielleicht 2 Frühe sein, 2 Männer, kann befriedete Lied sein. Das kann Eltern und Kinder sein. Da wird ein Tag kommen, da wird es Erdball viel weniger Menschen haben. Und das ist die Entwicklung. Da kann je in 1. und 2. Thessalonicher von lesen. Wir sollen vielleicht noch einmal da in die Lehre eben tun, dass die erste Entwicklung wird kommt, ein Rapture, und wo Jesus seine Kirche erst wird in Haus holen, und dann werden die Jahren von Trouble sein, und dann wird er zurückkommen, und das sagt, seine Helge mit an. Well, wer ist dort? Well, das sind die, was er Eier hat mit nach Hause genommen. Und so, du wirst noch einen Tag eine feine Lehre eben tun, because das fehlt zu tun. Und das fehlt, dass wir alle bereit sind für dort. Das wäre für Matteaus 24. Wir wollen das nächste Mal in Matteaus 25 sein, wo das redet von der Schub und der Berg und so weiter. Und das wird sehr, sehr interessant sein. Heute TV 12 kriege ich Zeit für das gewöhnliche Programm. Dankeschön für Horchen.